Kuchikätzli. Sag immer, es muss wehtun im Hals. Bei euch muss es wehtun im Hals. Kuchenhäschli. Kuchenhäschli. Kuchikäschli. Und das Kuchikästchen ist der einzige Laden in dieser Form in Berlin, wo eigentlich alles Schweizer Spezialitäten verkauft. Also wir haben eigentlich alles vom Appenzeller Alpenbitter bis zu den Zweifelchips. Rund fast 1000 Markenprodukte aus der Schweiz haben wir hier im Laden. Ich bin der Chris. Ich bin der Matthias. Und das ist die Rosi. Und zusammen sind wir das Kuchikästchen. Gell, Schatz? Ja. Ich bin an der Schweizer Grenze aufgewachsen und wie es auch in der Schweiz gibt es dort auch den Röstigraben. Entweder du kommst rüber, hast eine Freude oder lässt es bleiben. Aufgewachsen bin ich in Grenchen und dann aber im Prinzip aus meiner Heimat verzeichne ich eigentlich viel mehr Solothurn, weil Solothurn bin ich in die Schule gegangen und Solothurn habe ich eigentlich so meine ganze Jugend verbracht. Ja, und dann bin ich weitergezogen, eigentlich immer so Richtung Osten. Dann bin ich auf Olten und habe das Olten die HWV gemacht. Und dann letztendlich bin ich in Zürich gelandet, wo ich 20 Jahre war, bis wir auf Berlin sind. Ja, also wir haben die Jobs sind so ein bisschen so aufgeteilt. Ich mache halt so den ganzen administrativen Kram, mehr oder weniger. Also alles, was Einkauf angeht und auch was den Online-Shop angeht. Ich schaue, dass der Laden sauber ist, putzen. Er macht Einkäufe und bucht alles im Internet. Und ich bestelle es dann wieder von der Lebenshilfe auf und das sind Regal. Ja, dekorieren du auch. Und Schaufenster machen. Ja, ein bisschen teurer haben wir auch. Warum Berlin? Aber dann sicher die Idee, wo wir eben halt dann hatten mit dem Laden. Also wir haben dann einfach ganz auch wirtschaftlich gefunden, so, da wohnen 3,7 Millionen Menschen. Da wird es ja wohl ein paar geben, die sich vielleicht irgendwie für Schweizer Produkte interessieren. Es hat eigentlich auch 20'000 Schweizer, die hier leben. Was ist typisch Schweiz? Und dann haben wir irgendwie gefunden, dass wenn jetzt, sage ich jetzt mal, deutsche Touristen in der Schweiz sind und einen Schweizer kennenlernen und dann sagen sie vielleicht irgendwie so, sag doch mal ein typisch schweizerdeutsches Wort. Dann würde ich fast wetten, 90% der Schweizer sagen Kuchikästli. Wir haben, in Deutschland haben wir das schützen gelassen. In Deutschland gilt es als Fantasiewort und darum haben wir auch einen Markenschutz bekommen. Also witzigerweise haben wir in Deutschland das berühmteste Schweizer Mundartwort markenrechtlich geschützt. Der Wiener sagt, wir gehen zu dem Wort, das wir nicht aussprechen können, zum Schweizer oder der Schweizer. Ich wohne hier schon mehrere Jahre in der Gegend und bin irgendwann hier mal, ja, habe die Schweizer Fahne draußen hängen gesehen, bin reingegangen. Da wurde mir gleich ein Schnaps angeboten. Und nee, dann, wenn es die Zeit zulässt, komme ich immer mal vorbei, gucke ein bisschen. Man nimmt doch mal was mit. Wie eben den guten Appenzeller und Kräuterlikör. Man kennt den Laden in der Schweiz auch. Alle, die Berlin kennen, wissen, dass es da den Laden gibt eigentlich. Und wir haben auch das letzte Mal, als wir da waren, haben wir, glaube ich, etwa eine Stunde lang, dann ist mir aufgefallen, wie kompetent sie auch das politische Geschehen hier können verfolgen können. Sie haben uns erzählt von der Botschaft in letzten, die sie sehr gut kennen. Und das ist für uns einfach spannend. Oder? Da kann man nachfragen. So. Man wird im Ausland zum Schweizer, oder? Das ist mir aufgefallen. Dass Ja. In der Schweiz sind ja die Sachen ein bisschen Wurst. Und wenn es dann, also Wurst, das ist einfach Alltag. Ja, das ist nichts Besonderes. Und ja. dann kommst du da rein und denkst du, Servola. Ja gut, da erzählen sie mir. Servala, ja. Alle, Landjäger. die in die Schweiz fahren. Bratwurst, ja. Nein, man schätzt es dann einfach wie so ein bisschen, ein nostalgisches Gefühl kommt da auf, wenn man so ein bisschen Sachen sieht, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja. Die man aber aus dem Schweizer Alltag kennt. Ja. Ich bin hier zufällig im vorigen Jahr mal vorbeigegangen und Ja. habe das Kreuz draußen gesehen, Ja. die Fahne, und da bin ich mal gucken gegangen. Und das ist alles so wunderbar, schmeckt alles gut und kann man nur empfehlen. Gibt es ja nirgends, der einzige Laden in Berlin. Also dieser Laden ist hier eine Bereicherung fürs Kiez und ich komme gerne her. Zwar nur ab und zu, aber gerne. Heidi, die hat
eine Beiz in Kreuzberg und hat die Fondue-Hütte in Friedrichshain ist Ja. die jetzt. Die ist wieder zügelt. Und die beliefern wir mit Fondue. Wie bist du auf den Laden Küchenkästchen gekommen? Würde ich sagen, nicht ich bin auf sie gekommen, sondern sie auf mich. Hallo, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Gut, danke. Alles bestens. Also ich heiße Jennifer und alle nennen mich Jenny. Und ich bin von der Schwarzen Heide. Wir sind jetzt hier gerade in Kreuzberg in Berlin. Also ist natürlich jetzt mittlerweile das einzige und das letzte Schweizer Restaurant noch in Berlin. Und ich sage, wir sind 10 wie Läden. Also wir heben beide, wir überleben einfach alles. Und das ist schon sehr schön, weißt, wenn man so irgendwie solche Geschäftspartner hat, aber auch Freunde. Und ja, also es ist jetzt so viele Jahre, wo wir schon zusammen arbeiten und wir haben wirklich schon alles überlebt. Also was ich vor allem vom Küchenkästchen beziehe, ist der Käse, also das Fondue. Weil sie haben einen mega guten Käse und mit dem arbeite ich mega gerne zusammen, also mit dem Küchenkästchen. Aber auch Wein und Appenzeller und einfach alles, was dazugehört, eigentlich alles, was mit der Schweiz bezogen ist. Zu den beliebtesten Produkten gehören sicher mal Rösti in aller Form. Haben wir Originalrösti, wir haben Berner Rösti, wir haben Belpler Rösti, wir haben Gemüserösti. Ist sehr beliebt, kennt auch jeder Deutsche. Dann haben wir sehr beliebt ist beispielsweise halt auch Appenzeller Alpenbitter, wo wir immer den Kunden auch sagen, wer das nicht kennt, sie werden nachher nie mehr ein anderes bekanntes Produkt trinken, wenn sie das mal getrunken haben. Zuckerkirsch ist sehr beliebt bei Kennern fürs Fondue. Und dann haben wir so einen persönlichen Favorit, den wir sehr gerne verkaufen und wo die Leute immer, wenn sie ihn probieren, auch kaufen. Das ist ein roter Williamsbrand von der Distillerie Humbel. Röteli kennen die Bündner natürlich. Auch ein sehr beliebtes Produkt, mittlerweile auch von Deutschen. Dann im Winter jetzt halt vor allem unsere Fondue-Mischungen, unsere frischen, wo die Leute wirklich aus der ganzen Stadt zu uns kommen. Und unser Raclette-Käse, wo wir im Winter bis zu 30 Sorten hier haben. Das ist beides ist von einer Käserei produziert, also es ist kein Industriekäse. Das ist natürlich sehr beliebt, denn von der Schoki eigentlich alles. Also sei es jetzt Gaillet, sei es Villach, sei es Gammelbloch mit Ragusa oder Minor oder Munzli. Also Schoki ist eigentlich so, ja, schon das, was halt die Schweiz so ein bisschen am meisten dafür bekannt ist. In der Krise haben wir eigentlich vermutet, dass wir nur noch die Hälfte vom Laden brauchen, weil einfach der Rückgang im Laden extrem war. Ja, jetzt haben wir einen grösseren Laden, also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollten, aber er ist an einer besseren Lage. Also unser neuer Laden wird sein am Rüdesheimer Platz. Das ist gemäss der New York Times einer der 10 schönsten Plätze von Europa. Ist im Rheingau-Viertel Kiez, aber das ist immer noch Wilmersdorf. Das ist von hier weg 2 U-Bahn-Stationen mehr und mit dem Auto 5 Minuten in eine andere Richtung. Also nicht wirklich am anderen Ende der Stadt. Also. Da ist so ein Raum, da war mal ein Kleiderladen drin, wo so Umkleider drin sind. Da machen wir zu. Da werden wir dann aus Platz für uns brauchen. Also kommt dann hier eine Regalwand hin. Mit Wein und Zeug und Geschichten. Da kommen auf dieser Seite dann sicher niedrigere Regale hin, also so vielleicht 1 Meter hoch, einfach, wo dann auch Ware reinkommt. Und in der Mitte werden so Tische reinkommen, so mit für Warenpräsentationen etc. Wenn alles rund läuft, ab Ende Februar, Anfang März das Küchenkästchen sein.